Ich gehe Triathlon machen. Guten Morgen Leute und willkommen bei Lift in Action. Es sind heute mal Yannick Linas. Yannick, stell dich einfach kurz vor. Mein Name ist Yannick Linas, ich mache Triathlon und ich schon 2014 ein Plus-Projekt gemacht. Und das ist klar. Ja, ich bin heute drei für das bisschen Schweiz zu bringen und das ein bisschen leisten. Gut, und dann gehen wir mal auf den Terrain, aber dann sind wir mit weiter. Also eigentlich 20 Minuten, ich schlafe zwischen 15, 20 Minuten warm und dann mache ich schneiden. Wie sich 10.000 oder so. Natürlich kann ich ja nur ein bisschen mal laufen und das ist teuer nach mir, das ist viel zu was. Wir können mir wie schon auf jeden Fall warm machen, 2-3 Steuerungen an denen. Und da kann ich ein bisschen, das ist ein bisschen. Was war da wieso so die schlimmsten Erfahrungen beim Triathlon? Was wir da angeht, da war mein schlimmster Erfahrung, das war eigentlich an der zweiten deutschen Bundesliga, das war bei Nürnberg. Da sind wir geschwommen und dann auch noch schwammen, und es war ganz schlecht Wetter. Und da weiß ich nicht mehr genau wie Zölle, weil mich meine draußen hast, es waren 14 Grad Regen. Also sind wir ein Schwammen gegangen, und ich habe ich mir meistens gehört, mir bei ihnen nicht. Das wusste ich nicht. Ich hatte den Neopren dabei, weil in der 20 ist die Piscine hat dann 12 Grad. Okay. Aber an der Piscine 12 Grad, das war 14 Grad Regen. Ich war schon nur Schwammen, nur in der Kille. Und dann sind wir bei 14 Grad Velo gefahren, plus Dauerregen, Wand und alles. Und du hast im Triathlon praktisch schnell, du schießt die ganz dünne Krummdüne, du hast auch keine Zeit für den Schwammen, aber es bleibt schnell und du bleibst auch halt schnell. Ja. Und dann nass und Regen, du und dann 20 Meter Velo. Das war richtig sauer, ich habe schlussendlich meine Hände, ich habe Probleme mit dem Bremsen, Probleme mit dem Schalten. Und daher nur beim Wirs muss das eher die Schungen tun. Und normalerweise wünschte ich die Söhne auch fort mit dem Lastig. Und ich hatte kein Gefühl an den Händen, kein Gefühl an den Face. Ich muss mich so auf den Hühner setzen, die Schungen irgendwie ohne die Hände ran und du drauf schlugst, dass schon irgendwie rankommen. Ja, hast du auch nämlich gespürt? Ja, schon wieder Hände auf Face gespürt. Und du nur beim Laufen hast du ein bisschen warm gegeben. Nur am Ziel war ich wirklich ziemlich alle in der Kiel. Also das war wohl nicht aus. Meistens ist aber eigentlich muss gut haben. Und früher im Sommer in Europa ist das so. Beim Matrace hat man da doch, gell? Es war doch schwer kalt, es hat geregnet, das war top. Das war für nicht trainiert so, war das ganz agreeabel. Also mal hast du See oder einfach ob schwammen oder? Ich trainiere eine Grenze dieser Schwammen. Okay. Weil das mir einfach ist. Zuletzt muss ich sehen, wo ich Paris möchte schwammen bis den zu Römerschen an Weißwurmbusch. Wir haben heute ein bisschen Orientierungsprobleme am Wasser. Du bist nicht gering, da musst du immer so Wasserballkraut gucken, dich zu orientieren. Und du schwammen mehr für mehr Gebiete, wie schwimmen ja, schwammen also nicht so wenig. Geil? Das hat man letztes Jahr die Erfahrung Swim for Good gemacht. Da hat zu reden, du warst immer du warst ja auch du warst mit letztes Jahr. Voilà, du warst doch im Flugstoffprojekt. Ja. Ich hatte auch mitgemacht, Promi-Stoff. Und war alles okay, bis ich gemerkt habe, am Wasser merkst du den Linsen und da kein Taucher voll. Ja, ich war am Turnen. Ja. Okay, du bist da was. Gestärkt, yes! Ich bin das Schild und dann beim Boot fängst du noch musst du mit, bist Schild, schnell, ein Schild bis zum Boot, am Boot gehst du bis Verkehr.
Bolz 308. Und das war der Warm-up. Ja, Luken einstand den Hapla. Nur probieren wir einen 4 Meter zu laufen. Ich will mal sehen, ich hab's trinken. Und geht. Ja, das ist wichtig, dass du das trinkst. Was brauchst du? Also ich sage, so wie das trinken, sonst heinst du mal Joint von da geht es einfach gemütlich. So lange wie es geht, laufen, das ist gut zum Beispiel. Aber heute, das ist noch wieder mehr am Büschen, und hier gehst du dann an einer Stunde, was für sich, vielleicht 14 Kilometer. Was? Wir brauchen doch ungefähr 3 Stunden. Hängt vom Profil auf. Okay. Flach guckst du dich mehr, packst du mehr, aber dann Gewalt das geht doch nicht. Du musst einen Tag probieren, dann legst du 8 Kilometer packst. Das ist eben low. Du musst das ist eine Sache, wo du lässt, guck mal, was du anschaust. Okay. Dann weißt du ja mal, okay, ich weiß genau, auf 500 Meter, auf 1000 Meter, während Zeit du nicht kannst. Dass sich ein bisschen bewegt. Ja. Also wir haben oft so Trabpausen, das heißt dann, also Tröppeln, also okay, wir sogar leicht joggen an der Pause. Aber ich gehe so ein Lot Tröppeln, das ist mir angenehm. Das ist schlimm, wegen Zeit, oder? Total Aufhänger. Nein, ich bin total Aufhänger. Ich kann das schwer einschätzen, wie gesagt, das sind so Mengezeit gewinnt. Total Aufhänger. Das ist okay. Prost, wie oft müsst ihr das? Ich will nur immer gemacht. Okay, so, alles. Ja! Eng sehr hoch. Ah, scheiße. Ich will ein Ökleis. Ich meine, wenn man Loh hochkloppen, dann kann ich das erzählen. Ich meine noch. Bei Tag, ein bisschen. Du sollst eben nicht so, dass auch nach ein bisschen beim Einstapfen kann der Körper ein bisschen Müllsteuer aufbauen, okay. Dass schon viel Nachdruck nicht kann. Ich gehe durch Triathlon. Oder auch nicht. 500 Meter gelaufen. Ja, ich gehe durch Sprinter. Ja, dann erzähl mal ein bisschen, was das Klosterprojekt vielleicht auch was wo war, die das noch nicht kennen. Okay, das Klosterprojekt ganz zu 2014 angefangen. Ja. Das war am Winter, am Januar war ich in einer richtig guter Form, ich habe richtig gute Kurse gemacht. Und am März ist dann immer das Cross-Championat, da wollte ich gut sein. Und dann habe ich am Februar den Eurocross zu Dietrich gemacht. Und wie gesagt, ich war voll motiviert, ich wusste, dass ich gut auf Form war. Und du meinst die Kurs, und die hast dann voll am Box gegangen. Und ich konnte mir dann erklären, ich habe gedacht, das ist ein Eisenmangel oder Vitamin D-Mangel. Da bin ich schon auf Blutanalyse gegangen. Und war an der Fristvakanz, mein Journalist von der Tour sein Ersatz war just du. Und die hat Blutanalyse geguckt ja nur, und da sagte man just, den werden sie ganz schlecht. Und sie sagten, man wird nicht sollten da sein, kann man enger vorrum. Okay. Und ich war ein bisschen genervt, ich gehe nicht sogar bei Doktor, ich gehe sogar Blutanalyse. Ja, schon nicht. Und ich hatte schon gar keine Lust. Und zum Glück, meine Mama war ein bisschen hin, aber sie sagte, nee, du musst einfach da raus, was das ist. Und dort sie Analyse an Spidol geschickt und dann die direkt angerufen, direkt Druck gemacht, hey, du musst sehen, wie ich komme. Und ich habe mir nicht gezündet. Da bin ich dann an Blutanalyse gegangen und das war stark von Krebspatienten. Und ich sagte, nee, ich habe noch gar nicht geschnallt. Ich habe gedacht, also ein bisschen krass, das ist gesund, verchecken die mich bei Krebspatienten. Und die sagten, du warst so heu, an einer Stunde 100 Resultat. Und da sind ich stehen geblieben. Guck mal Resultaten und aus dem Dr. Balms kommen und sagt, ja, die halten das genauso schlecht wie die Pferderunde, die Chancen sind 2:3, dass du wirklich nicht bist. Und da hat bei mir Knochen, ich habe die Hüfte geholt. Ja. Und dann sagte er, musst du 24 Stunden warten und nach 24 Stunden so ein Staub, das wird mir so. Ja, da muss ich warten und nach Druck stand die Diagnose. Ja. Und da habe ich dann Emo und Chemo gemacht und nur 4 Jahre lang Therapie, wo ich ganz viele Stunden Pille geholt habe. Und du habe ich eben noch mal einen Doktor über Sport geschwärzt und er gesagt, ja, das ist gut, wenn du Sport musst. Du produzierst aber auch Blutkörperchen dabei, das ist wichtig. Aber du wirst wahrscheinlich nicht mehr auf die selbst sportliche Niveau kommen wie früher. Ja. Und du habe ich eben ein bisschen gedacht, okay,
einerseits wollte ich mich öffentlich outen, dass ich krank war, weil ich sollte erst nach Kurse machen, weil es nicht im selben Niveau war. Ich suche, da geht vielleicht doch darum geschwafelt, dass hier mich schlägt oder mich löst. Und da kommen jedenfalls falsch rüber. Und so ist halt öffentlich gesagt, dass ich Leukämie hatte und das Klosterprojekt gestartet. Ich gesagt, okay, wenn ihr mal wollt, dann helfen, da könnt ihr erst beim Klosterprojekt beteiligen und ich als Stammzeitspender registrieren. Und du hast die Zeit lanciert und dann hatte ich eine enorme Resonanz. Das war überall an den Medien. Wie war es dann noch Kloster gekommen? Also den Klosterprojekt kam, das war die Zeit, wo oft die Bayer-Challenge war. Wo die Leute sich über Facebook nominiert haben, für ein Bayer zu wechseln. Stimmt, ja. Und ich wollte das ein bisschen nur machen, aber im Positiven. Ich wollte eigentlich machen, dass Leute sich zu halb nominieren für ihre Stammzeitspender registrieren. Die Idee war, dass sie sich registrieren, das möchte ich mit einer Blutanalyse, dass sie nur der Blutanalyse ein Foto für sich mit der Kloster am Arm als Profilpicture auf Facebook und dann so, hey, ich habe mich heute registriert, mach du auch. Geh du auch, oder ich nominieren oder hey, das ist einfach Kollege gesehen, ich habe mich heute registriert, mach das auch. Wirklich viele Leute, also wir sind 2014 und ich sitze mich 20 bis 40 Leute registriert und 2014 hast du 1000 Wow, das ist ja, das sind wirklich viele Leute, die sich Statue registriert haben. Und das weiß einfach, dass das Thema Stammzeitspender mega unbekannt ist. Und Leute bis heute warten da sind, dass es eigentlich einfach ist, mit ich eine Blutanalyse und dann ist in der Datenbank dran. Und da kann ich bis zu seinem 60. Lebensjahr Beruf gehen. Und Spende selber ist ein zweiter Schritt, die Männer aber nur 5% von den Leuten, 95% von den Fällen. Ich meine, die Stammzeit über Blut, da dauert 3 bis 4 Stunden. Zu Birkenfeld, das ist 1 Stunde im Auto. Aber so ein Jazz für einen halben Tag kann ein anderer Mensch leben. Man viel zu registrieren, also das ist für Leute, die sind zwischen 18 und 40 Jahren. Eine Frau, die noch mehr wie zur Schwangerschaft hat, und nicht fürs Kuschen, wo sie mehr wie 50 Kilo wollen, gesund sind. Und in der erfüllt, da kann ich an alle Labor von Forschung Süd gehen, kann ich auf 4 Labor von Katatil, wahrscheinlich werden sie gleich alle gut, und Labor von Katatil das machen, und das kann ich noch bei Picken daheim anrufen, und dann könnt ihr eine Firma daheim registrieren. Da muss ich just am Telefon so moin, ich will mich als Stammzeitspender registrieren. Da kommen sie, aber in der Labor geht ihr noch einfach ran, und sie die moin, ich will mich als Stammzeitspender registrieren, da kriegt ihr ein Formular mit Fragen, die muss ich ausfüllen. Aber wenn ihr keine schlimmen Krankheiten habt an der Vergangenheit und Kriterien aller findet, machen sie am Labor eine Blutanalyse und dann ist es in der Datenbank. Keine Ordonnance, muss ich noch nicht Agent sein. Natürlich kann ich einfach so. Das ist auch mein Problem. Nee, kann ich viel drin essen, mache ich keine Ordonnance, das ist gratis. Wo sie just eine Viertelstunde Zeit haben, dann bei Labor gehen oder wie so der Firma kein Thema, ihr Questionnaire, eine Blutanalyse von einem E-Typ und dann ist sie registriert. Aber wie gesagt, am Klosterprojekt von der Lo, wo man aus die Info und auch bei diesem Facebook steht sowieso alles verlinkt. Okay, super. Gut, dann wissen wir das auch mal. So, gehen wir mal ran? Ja, dann wisst ihr. Sterben nicht noch ein bisschen weiter. Die kannst du. Die kannst du. Die einfach nur Lust kommen. Oh, ich Was müsste lieber wie crunchen? Wie präparierst du dich beim Training? Ist das spezifisch oder? Also das ist eigentlich immer so die letzte Woche, dass die 2 Wochen für den Kurs sind, die letzte richtig schwarz, sehr Einheiten. Und dann noch eine Woche für den wird es wie gemütlich. Meistens war ich noch vielleicht dünstig oder Mittwoch 4 Belastungen. Das ist mein letztes sehr Training, wo ich einfach nicht mehr ganz so viel mitgegeben schon sehr nicht viel so weit und dann nur dem Training als wirklich wie relaxed. Ich gucke dann noch, dass 400 Kurse bei Kine gehen, dass ich eine kleine Massage oder Lymphdrainage, für Lymphdrainage eine Massage zu kreieren. Dann
für länger wichtiger Kurs war noch Roda, wo ich nach nicht trainieren, ich wirklich 14 für Kurs und dann nach für die Wunder sind meine Geschwister sind, ich gucke viel Kohlenhydrate zu essen, ich gucke national noch die 2 Nächte, 400 Kurs genug Schlaf kriegen und da stand aber mindestens 4 Stunden für den Kurs aufstehen, nach dem Kurs viel trinken, weil da war ein Austauschsport viel Wasser. Und dann erstens 3 Stunden für den Kurs, dann noch viel Kohlenhydrate. Vielleicht noch mal ein bisschen Fleisch dabei, aber halt ist es nur Kohlenhydrate. So final Nudeln. Das Training war mega cool, auch von gestorben sind. Das ist etwas ganz anderes wie mein normales Training, auch von der Schule angefangen ein bisschen laufen zu können. Das war erst durch mein Lauftraining überhaupt nicht mal zu dienen. Noch gemerkt, dass ich löse, auch schneller als er und ja, Ausdauer ist eben etwas, was ich schon nicht so mache, aber es war aber wirklich interessant, das mal zu erleben und weißt du dich auch präpariert, also ob ein Kurs anfangen und dein Training auszuhalten. Und dass du wirklich 8 Uhr, 7 bis 8 Uhr trainieren gehst, das ist schon nicht schlecht. Das ist da gemacht. Ja, das war tiptop. Das ist wirklich schön, das ist das Wichtigste. Und wenn ihr dann im Ball bleibt, dann kommen noch für mich kommen noch das Wichtigste war das Tisch zu nehmen. 10 Kilo Fleisch. Ich noch Schwammel.